Servus Leute zu einem neuen Produkt, wo ich mir bestellt habe oder gegönnt habe. Ich habe nämlich das Problem bei meinem Motorrad, dass das über den Winter manchmal nicht anspringt, weil ja, zu wenig Bewegung und da die Batterie immer ziemlich leer ist. Und deswegen habe ich mir jetzt da mal so einen Booster, sage ich, bestellt, der wo das Motorrad dann über die Batterie, über den Booster eben startet. Habe ein herkömmliches Ladegerät gehabt, habe ich immer noch, habe ich auch in Amazon bestellt, aber irgendwie, keine Ahnung, ist das Ding Schrott. Also das funktioniert überhaupt nicht, muss ich sagen. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere jetzt das einmal aus, vor allem, weil wenn ich ja das Fahrzeug brauche, egal ob es jetzt Motorrad oder Auto ist, habe ich ja keine Zeit, dass ich wieder keine Ahnung wie viele Stunden warte, bis die Batterie dann geladen ist. Vor allem hat das Ladegerät die Batterie überhaupt nicht geladen. Das ist, keine Ahnung, hat verschiedene Modis, hat überhaupt nicht funktioniert. Hat vor allem dann immer im 6 Volt Modus geladen, wobei es eine 12 Volt Batterie ist. Also keine Ahnung, warum das nicht hingehauen hat. Hat er nur die Batterie geladen, wenn die Spannung nicht zu gering war. Das heißt, wenn die Spannung ein bisschen zu tief war, ist gar nichts gegangen. Also das verstehe ich auch nicht, warum ich dann überhaupt ein Ladegerät habe, wenn das nicht funktioniert. Und jetzt hätte ich gesagt, machen wir ein kleines Unpacking und packen das Ding einmal aus. Das habe ich heute bekommen. Okay, was schon mal schön ist, es ist schon mal komplett eingepackt, nochmal. Also das ist zum Beispiel, was ich gern mag, wenn ich ein Gerät bekomme und es ist eingepackelt. Also es ist alles beieinander, was zusammengehört. Ich hasse nichts mehr, wenn ich irgendwas kriege und kriege das in 1000 Sachen und wenn ich es dann einmal brauche, muss ich selber irgendwas machen. So. Was haben wir denn da alles drin? Ich hätte gesagt, da ist nochmal ein Deckel, das ist die Powerbank wahrscheinlich. Genau so ist es. Geht immer mal da unten raus. Also ich habe das Ding auch noch nicht angeschaut, ich habe es vorher noch mal kurz offen gehabt. Hier ist ein Ausgang, 10 Ampere, der Einschaltknopf. Wenn man drauf drückt, zeigt es die Ladefunktion und das habe ich vorher schon mal gesehen. 78% ist geladen, also ich habe es jetzt gekriegt. Hier wird das Kabel eingesteckt, sehe ich gerade. Fürs Autoladen. Wie das Teil funktioniert, kann ich euch leider auch noch nicht sagen, weil ich habe das wirklich jetzt gerade das erste gekriegt. Wir können jetzt da mal aufmachen und alles rausräumen. Hier haben wir schon mal, hier ist schon mal haben wir einen guten Zug, also das denke ich haltet auch, wenn man es drauf klipst. Hier zum Einstecken, die haben natürlich extra, wenn man das sieht, einmal viereckig und einmal abgerundet, dass man es nicht verkehrt einstecken kann. Hier ist ein Knopf zum Boost, also da wird man dann drauf drücken müssen, was ich ja schon in die Rezensionen ein wenig gelesen habe in Amazon. Also schauen wir mal, also ich habe das auch noch nicht. Dann haben wir hier USB, ladet man anscheinend über USB, so wie es ausschaut. Und so ist es auch. USB-Kabel ist auch dabei, alles zum Laden. Was haben wir hier nochmal? Ach, das ist das Ladekabel, genau. Und das ist anscheinend Stromversorgung zu einem anderen Gerät, wenn man will. Und was ich auch total genial finde, dass man ein 12 Volt Gerät betreiben kann mit dem Akku-Pack, sage ich mal, oder mit dem Booster. Ich weiß gar nicht, wie man es genau schimpft, das Teil. Multifunktion Jumper Starter, also keine Ahnung. Auf alle Fälle finde ich das richtig cool.
weil nämlich wir, wenn wir im Urlaub sind, des Öfteren eine Kühlbox haben auf 12 Volt. Da muss ich mal schauen, wie das hinhaut, ob das überhaupt hinhaut zum Nehmen. Aber ich denke schon, Werbung wird damit gemacht, also von dem her müsste das schon funktionieren. Und dementsprechend möchte ich dann schon im Urlaub einmal mit der 12 Volt Funktion vielleicht die Kühltasche betreiben, zumindest so lange, wo es am Parkplatz steht, das Auto, dass die Kühlbox weiter kühlt. Einfach, dass man da keinen Kälteverlust hat, sage ich jetzt einmal. Ob man es braucht, weiß ich nicht, weil die Kühlbox ist ja auch isoliert, aber ich finde es einfach eine coole Sache. Oder wenn das auch über längeren hinhaut, dass man das einfach einmal womit hinnimmt die Box, wo es weiterkühlt, keine Ahnung, an einem See oder in einem Freibad oder was, wo man einfach keinen Strom hat. Also von dem her möchte ich das schon mal benutzen. Und hier steht definitiv erst einmal Vollladen, ist klar, weil hier gerade eine kurze Anleitung ist. Weil ich habe in Rezessionen schon viel gelesen, dass das anscheinend bei manchen nicht funktioniert hat, bei ein paar. Wobei der noch die besten Bewertungen gehabt hat in Amazon, finde ich, was ich mir so rausgelesen habe. Also ist zwar wieder alles auf Englisch, da bin ich jetzt nicht so der große Held. Aber es ist da in der Kurzanleitung genau beschrieben, wie es funktioniert, und es ist, denke ich, auch verständlich, wie das funktionieren sollte. Also ich bin gespannt, wenn mein Motorrad diesen Winter nicht anspringen sollte, dann werde dazu bestimmt ein Video gemacht werden sollen dürfen. Also ich werde bestimmt ein Video machen dazu. Das ist einmal definitiv klar, wenn das Ding in Betrieb genommen wird. Also es ist echt, ich habe es mir nicht so groß vorgestellt, es ist ja echt ein Riesenteil. Es hat wirklich eigentlich ein schönes Gewicht. Gut, da ist auch wahrscheinlich Akkuleistung dahinter, gell? Muss ja auch sein. Das sind 20.000 mAh. Also wenn man das lesen will, ich halte es mal länger hin, also es ist echt kein leichtes Teil. Aber ich werde dann dazu bestimmt ein Video machen, wenn das Ding in Betrieb genommen wird. Weil es mich wirklich, weil es auch braucht, muss ich sagen. Und das mich sehr interessiert, ob das funktioniert. Also die meisten schreiben, es funktioniert. Und wie gesagt, weil das mit dem Ladegerät nicht geht. Aber es wird definitiv ein Video geben, wenn ich es brauche, das Teil. Jetzt machen wir rein. Also, und was nochmal wirklich zum Hervorheben ist, ich finde die Tasche einfach schon mal genial. Da ist alles drin, was man braucht. Also der erste Eindruck ist echt gut. Sehr wertig alles verarbeitet, muss ich sagen. Gut, die Zangen, das sind Kunststoff, das ist klar. Das ist wie bei jedem Produkt, wo du heute kaufst. Überall ist alles mit Kunststoff und Plastik. Das ist halt einfach so. Das kriegst du nicht mehr anders, da muss ich schon bald sagen. Aber so muss ich echt sagen, sehr wertig, die Verpackung, alles Materialien fühlen sich gut an, muss ich sagen. Also kriegt man woanders bestimmt auch nicht. Ja, das Produkt werde ich auf alle Fälle unten verlinken in Amazon. Da könnt ihr es dann mal anschauen und selber euch ein bisschen einen Eindruck drüber machen, über die Produktinformationen, was es also gibt. Taschenlampe ist auch noch eingebaut, ist vielleicht auch gar nicht unwichtig. Mal kurz raus. Die habe ich auch schon rausgefunden, wie die funktioniert, wenn man da länger oben bleibt. Also vor allem finde ich bei so einem Booster auf alle Fälle ein Muss, weil wenn das Auto in der Nacht nicht anspringt, gut, die meisten oder eigentlich alle haben ein Handy, aber ja, trotzdem vielleicht nützlich, weil wenn man mit dem Handy telefoniert nebenbei oder was, wenn doch irgendwas anderes nicht funktioniert. Man hat echt eine gute große Taschenlampe dabei, muss man sagen. Also das finde ich auf alle Fälle auch nicht schlecht. Ja, dann hätte ich gesagt, sehen wir das Produkt auf alle Fälle als erst wieder, wenn ich es mal brauche. Je nachdem, vielleicht probiere ich auch die Kühltasche mal aus. Das wäre der späteste Einsatz mit der Kühltasche, denke ich. Oder eventuell Motorrad starten. In diesem Sinne, Produkt ist verlinkt, könnt ihr euch einmal unten anschauen. Ich habe das in die Videoinformation, packe ich das mit rein.
und dann könnt ihr euch die Sache einmal anschauen. In diesem Sinne, macht's gut, feiert's gescheit Weihnachten, ist ja heute schon der 23. Dezember. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr vielleicht noch oder dann spätestens nächstes Jahr. Also dieses Jahr weiß ich nicht, ob ich noch ein Video starte, ich habe auch zurzeit nicht viel Zeit. In diesem Sinne, Servus, Haberdere, euer Strahlemanski.